Schau, dort vorne sind der Dennis und Maruscha. Sie beschliessen, zusammen mit der Maruscha ein bisschen mit den Rollerskates durch den Park zu flitzen. Der Dennis und der Timo reden ein bisschen über die Scheidung von Yusuf, seinen Eltern. Das ist eine schwierige Situation für die Yusuf. Was? Das ist doch gar keine Sache. So eine Scheidung ist voll easy. Wenn der Vater fort ist, hast du keinen Stress mehr. Das glaubst du selber nicht. Aber sicher, bei mir war es so. Dass in euch im Kindergarten gekühlt wird wegen so Krümpel, ist mir schon klar. Der Dennis ist ja wirklich ein rechter Trottel. Dem sollte man einen Maulkorb anlegen. Zum Glück kommen gerade Maruscha und Nadine zurück. Du, wo sind eigentlich die anderen? Wir wollen doch die Jagd auf die Tütenbande machen. Ich muss jetzt heim. Ciao zusammen. Sie verschwinden wie der Blitz. Aber ich habe keine Zeit, um darüber nachzudenken. Weil Zenta taucht auf. Ich flitze zu ihr und kumpe neben ihr her. Der Leonardo kommt natürlich auch mit und versucht Zenta auf uns aufmerksam zu machen. Sie trottet aber treu neben ihrem alten Mann her und verschwindet wie das letzte Mal im Block hinter dem Park. Oh, Zenta. Es ist wieder so viel passiert. Also der Job als Geschichtenerzähler, meine Stimmbänder sind richtig durchgeliert. Schön ist das nicht, das könnt ihr mir glauben. Aber für euch nehme ich das natürlich in Kauf. Ein richtiger Oberschnüffler kennt keinen Schmerz, keine Heiserkeit, wie der James Bond 007, der James Hund für euch unterwegs, im Kampf gegen das Böse, ein wahrer Held, allein unterwegs gegen... Ja, ich würde natürlich wundern, was dann alles passiert ist. Also gut, ich erzähle euch das. Gestern ist der Timo mit einem verrissenen T-Shirt heimgekommen. Er ist laut fluchend im Haus verschwunden und ich bin in meiner Hundehütte natürlich fast gestorben von Gewunder. Was ist echt passiert? Der Leonardo und ich haben uns die verrücktesten Geschichten ausgedacht. Dass der Timo mit dem Lehrer gekämpft hat, weil er bessere Noten hat wollen. Oder dass er von Außerirdischen überfallen worden ist. Oder dass er einen Ladendieb überwältigt hat. Lauter spannende Geschichten. Erst am Nachmittag, beim Treffen vom Detektivclub, haben wir dann vernommen, was wirklich passiert ist. Hey, stellt euch vor, was mir heute passiert ist. Die Tütenbande hat mich überfallen. Weil ich kein Geld dabei hatte, haben sie mir das Velo weggenommen. Und ich würde es erst wieder zurückbekommen, wenn ich 20 Franken gezahlt hätte. Aber dann habe ich mich gewehrt und ich konnte abhauen. Alle waren begeistert. Der Timo ist ein richtiger Held. Ja gut, ich habe das natürlich schon immer gewusst.